Goedemorgen allen, dit is John Peters hier met jullie voor de nächste 15 minuten met het programma Gedankens uit Gottes Woord. Hier op 1250 KIKZ. Het schöne Lied als willst du Herr dein Lamm nicht leiten, die weten wir zijn in Psalm 23. Wir haben uns nu middenweek 44 van den 23. Psalm geschreven van König David. Hij weer dat ganz eerste in zijn leven, dat eerste job wat hij had, dat we een Schub had zijn, voor zijn voeder, zijn Schub. En wanneer de König David dan schreven dat, der Herr is mijn Hirte, dat wir Christus Gott dort toepassen wil, dat is König David wordt schreven van een Schub had, van de schöne Weid, dat stelle Ruta, de Schub. En Jezus redt zelfs van, hij is de goede Schub had, en we weten dat je goede Schub had ook slechte. Hij weer de beste Schub had, als de beste Schub had wat ik jemals gegeven heb. Hij zorgt voor ons, hij heeft een grote lief voor ons, hij is voor ons. Maar weet je dat je laatste denkt, de Schub had, heeft zijn leven gegeven voor de Schub. Eine von meinen Lieblingsgeschichten in der Schrift ist, wo der Schub teilen hat. Und er weiß, er hat 100 Schub, aber danach sind bloß 99. Ein Schub ist verbessert oder verloren. Vielleicht weggegangen. Und Jesus sagt in seiner Geschichte, dass der Schub verlässt den 99, wenn der sind sicher am Hack, dann geht er Segen oder eine. Und weißt du, wer das eine ist? Das sind immer ich und du. Der Schub hat uns gesagt und hat uns gebracht mit der Schubherd. Das ist nicht nur eine wundervolle Geschichte. Nicht abgeben, mein Freund. Der Schub ist für dich. Und das war von der wirklich erworben. Wenn wir sehen, was in 4. Vers, in Psalm 23, und der 4. Vers, der sagt es dort. Und ab auf Hochdeutsch meint wann, und wenn oder ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und so der Applaudische sagt, weint auch durch eine düstere Tugel. Das ist düster, das ist ängstlich, die wilde Tiere nicht gehen zu hören. Dann sagt ich, schrieb ich frage mich nicht, mit kein Anblick, warum? Wenn der Schub vor der Stich bin, dann redet er noch hier von eindenken, was er noch nicht einer von geredet hat. Der Schub hat einen Stock und ein Steck. So, ein Stechen und Stab. Ich glaube, vielleicht alle so die Plottische wie die wir holen, aber auf Englisch redet von Rod und Staff. So, ein ist ein Stock, wo die Buben sind rundkrallen hat, und das andere, das ist einfach ein kleinerer Stock. So, der Bad hat der Schub reit. Nicht mir in die Verdauung und Verdauung, aber mir in die halten. So, wir mal kicken, das ist ein Vers. Der Psalmist redet von, wenn ich in die düstere Tugel wo das ängstlich ist, sage ich doch sicher. Ich und du haben lang genug gelebt, wir weten, dass das Leben kann werden, aber immer dies da war nicht so. Auf einmal klingelt das Phone, oder du kommst einen Brief, oder jemand sagt die Worte und dann hast dein Leben ganz über den Kopf gedreht. Vielleicht hat der Doktor die in die Urne gekeken und gesagt, du hast Krebs. Vielleicht hat dein Ehepartner die gesagt, ich will nicht mehr von dir. Vielleicht
tragt nicht hingerüht und leben in der Welt, leben in Sinn. Das Leben kann so hastig ändern, das kann so hastig düster werden im Leben. Und dann sagt der Psalmist, ich kann mich da noch nicht grüßen. Denn das ist das Leben, das ist das Leben ist. Nun merkt man ein Bild. Der Schubhard mit seinen Schub, der macht fertig, wo der in die düstere Tour gehen, dort sie in der Hechere steht kann kommen, wo das feine Gras ist, wo wir lassen von reden, in das stille Butter. Und nach dem machen sie, wo der in den Schlucht gehen. Und durch den Schlucht, da kann das düster werden. Vielleicht hast du der Tag lang gewasst und die Stierchen sind noch bieten. Und die Wilf, die schrien irgendwo. Die Jülen, soll ich sagen, ein Wolf, der nicht schrien, nicht? Ein Wolf, der jülen. Und der Schub hier het alle, und der weet het düster. Aber die weet twee dingen. Der Schubhard, der ist für mich. Und dann sagt der Schreiber nach ein Ding, der Schubhard hat einen Stock. Ein Stechen und Stab, der hat zwei Stecker. Vielleicht einen in jeder Hand. Und ich will mich nicht fürchten. Ich habe nicht Angst. Weet je wat het noch kann bedienen? Wenn es redet von einem finsteren Tal, der Englische redet davon den Tal von den Tod. The Valley of the Shadow of Death. Eigentlich darf ich Angst haben für den Tod. Verstorben? Christ hat ich Angst. Wegen was bedient Sterben für Christ? Sterben für Christ bedient, ich bin Bild bei arm. Sterben für Christ bedient ein ewiger Sterben. Das ist nicht das Ende von mir und die, aber das ist der Anfang. Der Anfang von der wundervollen Ewigkeit, wo wir mit unserem Schubwort kennen, in alle Ewigkeit taub sind. Und der Welt fängt in das stille Butter. Keine Sinn, keine Versuchung, keine Krankheit. So sterben ist ein Segen für einen Christ. Für einen Nicht-Christ ist es ein Fluch. Wegen dann ist der Wohl gemerkt worden, und der ist auch ewig gestorben, aber nicht mit dem Schubwort taub, der ist dann wie der andere steht, mit kein Schubwort ist. Und so der Schreiber sagt, wenn ich auch durch die Tour gehe, habe ich nicht Angst. Wie sagt der Schreiber, warum? Wir werden uns kicken von, nicht so sehr von den Tod, wir werden uns kicken von den schweren Tiden, die es im Leben gibt. Wir haben ein paar abgenannt, ein paar erwähnt. So der Schubwort, der geht mit seinen Schub durch den düsteren Tour. Und das kann ängstlich sein. Irgendwo, der die Wolf vielleicht jülen. Und wir weiten Wolf sind Jengschub. Die freten der ab, die fertigen der Wolf würde bloß einen Schub verhassen. Und vertuleiden, frech sein zu der Schub. Nicht mal das abeten, bis ein Bulli sein, bis frech sein. Und die haft die Schub, aber keine Angst. Wenn hij kommt wat hier, en ik word het helemaal over radio een beetje zo doen, als de Schub wordt met zijn stok daar, zei je right? Kun je horen dat dat een beetje zo tappen, zo. So de Schub wordt, die deed met zijn stok, en tiet even op de ieren op, wanneer de jaat. En de jaat en zijn stok, die tappert op de ier. De Schub kon het hier. Wenn die Schub beim Arbeit, nicht mal so gut hier, ich bete sie dichter Bier wie der Herd, ich bete spürt mich, dass ich dicht bei den Schubhort blieb. Wenn die weit mit dort getappt, ich sind dicht wie ein Schubhort. Wo weißt du, dass du dicht wie ein Schubhort bist? Well, die hast ein Verlangen an, die das lesen oder horchen. Menschen können ja alle Schrift lesen, aber das ist ja auch kein Horchen. Über Phone und CD und so weiter. Die wirst mit anderen Schub taub, sondern wird ein Verlangen haben in den Schub hat. Und dann weißt du, die wirst dich bei, und die kannst hören, wo der Schub hat tappen wird. Was hat der Schub hat noch mit seinem Stock? Der Schub hat in Johannes 8, vielleicht hast du Johannes 10, ich wollte so kicken. Du redest Jesus von Axi, der gute Schub hat, und dann sagt er, dass Axi auf die Furt. Und so, die Schub, die machen danach, ich weiß nicht, wo im Choral nennen, irgendwo im Hock nennen. Und dann der Schub hat mit seinem Stock, jeder Schub hat anschieren. Und dann teilt er 1, 2, 3. Das ist nicht ein Kiel, ein Knoll. Er hat ihn nahtjes anschieren mit seinem Stock und dann teilt er die Schub. Und viele Schub hat denen nicht bloß die Schub teilen, die geben den nach dem Null. Was sagt er zu uns? Das sagt uns, dass Gott kann die. Gott weiß, wer die best. Gott hat von dir gedacht. Das ist eine schöne Phase in Zachariah, wo Gott sagt, er singt über die. Er denkt an die, den Titel, was er singt.
Ist das nicht wundervoll? En Offenbarung redet von, dass irgendwie wir in der Ewigkeit einen Tag einen Namen kriegen. Wenn wir starten in den schönen Himmel sind, dann wird er uns einen besonderen Namen geben. Dann sagt Offenbarung, lass ich und heute wollen die Namen weiten. Weet je wat mir das sagt? Dass Gott hat ein schönes Geheimnis mit die Toten, ein schönes Secret. Das ist so nur so verbunden. Er ist mir und den fremd. Und er hat einen Namen für uns. Und er kennt uns. Und er weiß, wann der eine Schuh weg ist. Dort eine Schuh, wenn er einmal weg ist, er weiß das. Und er merkt alle Müdigkeit, und dort hängen ran. Säten sozusagen. Weet je wat die Stadt noch ist? Die Schuhport hat einen Stock, wo die Buben sind rund hat. Das nennen wir vielleicht ein Cane oder so. Das bovenste Port von den Stock, das heißt ein bisschen so ein runder Härten. Und nu war der hitzig Graf von, wie von Stärke reden, nicht? Aber das ist ja nicht stärker, um die Schub kielen. Schub waren nicht verkielt. Wenn ein Schub verkielt wird, dann ist die in sein Jahresboot gebrochen. Dann ist der Schub nutzlos und leblos und fertig. Die gute Schubport, der braucht seinen Stock, um den Schub halten. Wo kostet der runde Port von den Stockbrücken, um den Schub halten? Het wel moet zijn dat de schub is wo in een groeve neergevallen, oder een Loch. En de schubport kon er niet gaan. Dan neemt hij den Stock, wat de boven zijn rund is. En dan deed hij den Stock over kop. Dan deed hij dat ramen den schub zijn buk. Dan heeft hij dat schub naar haag met zijn Stock. Wat heeft hij voor dat schub gedaan? Hij heeft in zijn leven geraakt. Hij heeft dat schub geholpen. So nu bekijkt de schubport de Stock niet als feindlich oder ängstlich. Aber die Stärke sind zu mir halten. Weet je wat die Schub nochmal deed mit dem Stock? Irgendwann ein Schub irgendwo besiegt, wandert und fängt an wieder aufzugrusen. Da wo die Schub nochmal besiedelt Schub kommt, dann mit dem Stock den drei Wehen. Ein klein bisschen an der Seite, ein bisschen tappen. Oh, weiter Schub nicht. Ich bin zu weit aufgegrust, ich soll Trainer herkommen. Wo der Gott dort? Durch Botschaften. Vielleicht durch meine Botschaft, vielleicht durch andere, vielleicht durch ein Denken halten von Predigers oder von Fremden. Entschuldige. Durch sein Wort, vielleicht sogar durch ein Leid, durch Umstände. Wie eigentlich so ein Verfährten ist das beten. Herr, sieh, ich hab den rechten Weg. Wann nicht, dann will ich mit den Stock halten. Und er braucht den Stock nicht im Kiel und hat etwas Natjes die Onschirm mit dem Stock und er hat die drei Wehen. Die Schrift nennt eine Strophe. Wie eigentlich bekijken de stroofvetten als negatief. Aber de stroof is, toen we ons beter merken, toen we ons nur aan aanbrengen, toen we ons denken houden. En so, we zullen ons allemaal laten denken houden. Ik wil mij denken houden laten. Ik wil leren. Ik wil dollar zien willen, niet mijn willen. Wanneer we zien God is zelfs in Gottes Gezimmerheit beten dat, Herr, niet zoals ik wil, zoals du wist, wat van Elias is dat niet voor mij en die, niet zo. So, we zijn nu geworden, dat de Stärke, wat de Schubport heeft, die zijn niet gegen ons, die zijn voor ons. Die zijn ons zum Halten. Die worden gebruikt zum Tappen. Dan gaan we hier wo de Schubport is. Die worden gebruikt ons Tragwiesen, ons Traghalten. Die worden gebruikt ons persoonlijk kennenlernen en hij gebruikt den Stock om de Schub onscheren, wanneer hij die talen deed. Aber weet je wat de Stärke nog zijn? Wanneer de Feind kämpft, de Wolf, dan zijn de Stärke nach war das für uns, wenn die sind gegen den Feind. Die Schubport muss vielleicht die Stärke brauchen, um den Wolf einen Knoll geben. Und dann ist er, wo war er an? Die Stärke und die Schubport sind für uns. Die Stärke, die wurden auch gebraucht, um uns Trag halten. Die wurden gebraucht, um uns in die Grube halten. Und so haben die eine gute, ich glaube, das ist für mich vielleicht die beste Fahrt in Psalm 23, wo die wiesen, dass will gut die Schubport ist zu uns. Und wir dürfen nicht Angst haben. Hab nicht Angst, mein Freund. Habt ihr das gewusst, dass die Schrift sagt 364 Mal, wir sollen nicht Angst haben? Wie viele der sind im Jahr? Das stimmt, 364. So, jeder Tag ist Gott für uns. Und wir dürfen uns nicht fürchten, mit Gott ihn sehen. Recht diese Botschaft. Amen. Amen.